durchgeführt werden. Herr Moser, ja, merci, Herr Präsident. Die organisiert Hescherei als ein großes Problem, nicht nimmen, mehr auch an der Stadt Lützeburg, mehr auch darüber raus. Hier geht es nicht nimmen aggressiv Hescherei, mehr hier geht es vor allem Menschenhandel, wo auch immer Mekaner daran impliziert gehen, ein Phänomen, an der kriegen wir auch immer gesagt, am Rapport von der Menschenrechtskommission wird Tendenz wird immer mehr groß zu gehen, aber den muss mit allen Moyens bekämpfen. Lo ist aber so, dass meistens die Drahtzieher von den Banden nicht zu Lützeburg sind, sodass es doch ganz schwer ist für die Autoritäten, sie der Polizei oder auch die Justiz, eigentlich können gegen die vorzugehen. Dafür als eine langjährige Forderung auch von meiner Partei gewirrscht, dass die soll eng Zusammenarbeit mit der rumänischen Polizei versuchen zu kreieren, für auch herauszufinden, wie eigentlich Drahtzieher von den Banden da sind. Dafür begrüßen wir auch ganz ausdrücklich die Initiative, die den Innenminister geholt hat, für so eine Zusammenarbeit mit der rumänischen Polizei anzugehen. Ich wollte dann noch an dem Kontext verschiedene Fragen an den Innenminister stellen, für die sie genau Missionen von den rumänischen Polizisten. Zweitens, wo gehen die angesagt, auch über die Stadt Lützeburg rausholen, schon, dass sie angesagt gehen, für wie lange sind die hier zu Lützeburg affektiert, und dann ist auch da vorausgesehen, dass eventuell ein Rapport gemacht wird über das, was die Polizisten werden feststellen, für eventuell auch die Justizautoritäten hier Arbeit wie einfach zu machen. So nicht am Voraus schon. Merci für Antwort, Herr Innenminister. Merci, Herr Moser, Innenminister. Merci, Herr Moser, für die Frage. Die Diskussion über gemeinsame Patrouillen mit Rumänien ist schon des Öfteren hier am Heiligen Haus diskutiert. Wenn man an der Chronologie guckt, an der Chamberskommission vom 5. Januar 2022 war das schon ein Sujet, war auch schon eine Entrevue mit dem vierten Minister für Band und Sicherheit, mit dem rumänischen Attaché. 23 wird die Reunion stattfinden, für eben über die gemeinsamen Patrouillen zu diskutieren, also aber demos verworfen gehen. Schon mehr lang 2016 war ein Question parlamentär von der CSV und dem dämonischen Justizminister, den Herr Beratz, der konfirmiert hat, dass es eine Relation gibt zwischen organisierter Hescherei und Menschenhandel. Und ich zitiere: La bonne connaissance du contexte et de la situation en Roumanie permet d'éclairer certains aspects des enquêtes et de faire le lien avec les services de police roumains. Am 5. Rapport von der Kommission konsultativ des droits de l'homme, den wir ugangs am Januar des Jahr an der Chamberskommission diskutiert haben, als nachher konfirmiert gehen, an das der Rapport, den sieht, nachher der Lien zwischen organisierter Hescherei und organisierter Kriminalität besteht. Und sie zitieren notamment, dass das insbesondere rumänisch Ressortissanten betrifft. Darüber habe ich dezidiert, Nähl mit Kap zu machen, Rand vom letzten Conseil von den Innenministern, eine Stunde nach Koch mit dem rumänischen Innenminister unterschrieben, der basiert bei Juridik aus den Traité oder den Accord de Prüm. Da wird die bilateral polizeiliche Zusammenarbeit festgehalten. Sie machen gemeinsam Patrouillen, für mit den Leuten eben am öffentlichen Raum zu schwätzen, nicht nur hier an der Stadt, aber auch sonst. Darüber hinaus gehen aber auch ein Échange für sogenannte Best Practices gemacht an der Cyberkriminalität, an der Desinformation. Die Leute, die rumänischen Polizisten, die stehen unter der Autorität von der Lützeburger Polizei, die Lützeburger Schreibung gewandt, sie werden noch keine Waffen drohen. Und natürlich, wenn die Polizei etwas feststellt, gibt ein natürliches Protokoll, war ein Rapport dressiert, den dann auch dem Parquet vorgelegt. Die Mission fängt den 1. Mai an. Sie wird nur mal 6 Monate dauern, kann verlängert gehen.
an werden eng handvoll rumänisch Polizisten op